Wunderbar. Es ist eine Freude, heute Abend zu euch zu sprechen. Also ich komme mir dann schon irgendwie wie immer ein bisschen komisch vor, weil ich denke, Jesus hat Humor, weil er will uns frei sehen und dass er uns die Möglichkeit gibt, am Sonntagabend hier zu sein, seine Gegenwart zu erleben, ermutigt werden, ihm radikal nachzufolgen. Das ist ein Riesen-Blessing, liebe Freunde. Und wenn ihr die letzten Wochen gehört habt, die Mainstream-Medien auch in Deutschland, alle sind ein bisschen nervös. Ein bisschen nervös von den Freikirchen. Aber sie müssen nicht nervös sein von den Freikirchen, sondern sie sollten nervös sein von der Liebe dieses Jesus, der die ganze Erde erfüllen wird. Halleluja! Weil wer die Kraft Gottes erlebt hat am eigenen Leben, kann nie mehr umkehren. Da gibt es nur noch einen Weg. Dem Lamme nach, diesem Jesus nach, bis unser Leben hier auf der Erde eingestellt ist und wir dann ins wirkliche Leben eintreten. Es ist alles eine Vorbereitung. Du denkst vielleicht, ICF, jetzt machen sie schon wieder so einen guten Gewohnheiten-Serie, Leben mit Fokus, jetzt müssen wir da wieder hinschauen und alles. Hey, relax. Bitte relax. Wenn du dich dieser Liebe von Jesus auslieferst, wirst du automatisch in deinem Herz getriggert, ihm ähnlicher zu werden. Das nennt man Gnade über Gnade. Da ist es nicht eine Anstrengung, sondern da ist es eine Freude, Sachen zu überwinden und freier zu werden, als du jetzt schon bist. Also ich hätte noch Dinge in meinem Leben, wo ich freier werden möchte. Hat's hier Leute drin, die freier werden möchten? Amen, hey. If you're not raising your hand, you're a liar. Also wenn du deine Hände nicht erhoben hast, bist du ein Lügner. Wer war die letzten 2 Sonntage da? Brillante Messages, also das kannst du dir dann wirklich nochmal geben. Auch letzte Woche von Joel. Der Teufel ist wirklich ganz eine traurige Gestalt. Weil wir haben diese Story von diesem Haus gehört, wo ein Mann gekommen ist, gesagt hat, ich möchte das Haus kaufen, am Hausverkäufer, und er hat gesagt, nein, du kannst dieses Haus nicht kriegen, verkauf dies nicht. Dann hat er gesagt, gibst du mir ein Zimmer? Ich will nur ein Zimmer kaufen. Hat er gesagt, nein, auch ein Zimmer gebe ich dir nicht. Und dann hat er gesagt, gib mir nur einen Nagel. Einfach einen Nagel, ich bezahle dir eine gute Summe, einen Nagel, das reicht mir schon. Der Verkäufer hat gedacht, hey, also gut, also wenn es ja nur ein Nagel ist, dann gebe ich dir diesen Nagel für dieses Geld. Und dieser Mann, der diesen Nagel gekauft hat, hat diesen Sack hingehangen mit verrottetem Fleisch. Und das Fleisch hat richtig gestunken. Also du weißt das erst wenn du zum Beispiel, es gibt Kühe, die machen, okay, ich bin ja Bauer, sie haben wieder gelacht, warum du dieses, aber du musst wissen, ich hatte auch schon in den letzten 10 Jahren, glaube ich 2 oder 3 Mal, dass ein Kalb in der Kuh abgestanden ist. Und dann müssen wir dieses Kalb herausschneiden und Teile dieses Kalb rausnehmen, und das war schon verwest. Und würde mal sagen, ich habe sehr einen stabilen Magen. Also ich mache Kaiserschnitt an der offenen Kuh mit meinem Tierarzt zusammen, kein Problem. Die Kuh ist halb offen, man sieht alle Innereien, Blut, kein Problem. Aber wenn du mal verrottetes Fleisch vor deinen Augen hast, da muss ich also auch 2-3 Mal atmen. Und du verstehst, dieses rottige Fleisch hat dieses Haus verstunken. Die konnten die Zimmer aufmachen, Fenster, haben gesagt, es geht nicht. Es kam so weit, dass der Verkäufer kam und hat gesagt, kann ich dir dieses Zimmer verkaufen? Mit diesem Nagel, damit dieses Fleisch wegkommt. Er hat gesagt, nein, der Nagel, der gehört mir. Ich behalte dieses Fleisch hier. Bis er so weit war, dass er gesagt hat, hier, du kannst das ganze Grundstück haben. Und dann war er genau wieder so weit wie am Anfang, als er es haben wollte. Der Teufel macht in unserem Leben genau das Gleiche. Er braucht nur einen kleinen Nagel.
wo er etwas hineinpflanzen kann, das auf Zeit beginnt zu rotten, zu stinken und dein Leben zu zerstören. Und du hast dir vielleicht die letzten 2 Wochen schon Gedanken gemacht, was das sein könnte in deinem Leben, dass du vielleicht, wo du gemerkt hast, Gott hat dir etwas aufs Herz gelegt. Aber ich glaube, dass gerade Anfang dieses Jahres eine Zeit ist, wo wir diesen Sack in unserem Leben abhängen, ihn zu Jesus bringen, ihn abladen an diesem Kreuz und einen Samen pflanzen. Einen überdimensionierten Samen einer guten Gewohnheit. Weil überall dort, wo du frei wirst von etwas, muss es ersetzt werden mit diesem Geist Gottes, der etwas Gutes in unserem Leben hervorbringen will. Verstehst du, wenn du einen Samen pflanzt, das kann ich dir sagen, wenn du einen sehr guten Mais pflanzt und hervorragende Bedingungen hast, geht es so 6 bis 7 Tage, dann schaut der raus. Aber das ist brutal. Verstehst du, aber bei den meisten Samen ist es so, dass du monatelang nichts siehst. Und es tut mir leid. Wenn der Teufel Monate und Jahre hat, mit einem Nagel dein Leben zu verseuchen, tut es mir leid, wird es auch nicht ein Quick Fix geben für ein Fast Food Freiheit in deinem Leben. Sondern du entscheidest dich in eine Nachfolge. Du folgst nicht ICF nach. Du folgst auch nicht Dom Hab nach oder irgendeinem anderen, den du Messages anhörst. Du stirbst zu dir selber, gibst dein Leben auf und sagst, ich folge diesem Jesus nach, weil er gesagt hat, er möchte mein Leben so verändern, dass du plötzlich sehr viele Ähnlichkeiten mit ihm hast. Und das ist eigentlich eine wunderbare Botschaft, weil Sünde ist immer eine Illusion von Freiheit. Es fühlt sich am Anfang nicht so schlecht an, egal was es ist. Ja, weißt du, es macht mich irgendwie noch glücklich und es hilft mir in verschiedenen Situationen. Am Ende des Tages ist Sünde eine Illusion von Freiheit und es wird dich dein Leben kosten, weil es ist deine Freiheit. Du wirst ineffektiv, weil der Teufel will, dass du dich um deine eigenen Probleme drehst, bis du alt bist und gar keinen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nimmst. Aber der Heilige Geist will ganz etwas anderes. In Galater 5,13 steht, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugeben, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Und weiter in diesem Kapitel, wo es über die Früchte des Geistes geht, in Galater 5,25, ein wichtiger Vers. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Versteht ihr, wir können praktisch diese Dinge benennen. Vielleicht ist es bei dir Social Media. Vielleicht ist es ein Suchtmittel, dass du frei werden willst. Vielleicht ist es sexuelle Unmoral. Vielleicht ist es Pornografie. Vielleicht ist es Alkohol. Vielleicht ist es Stolz. Egal, was deine Themen sind. Wir möchten dir helfen, wie du fokussiert und praktisch diese Dinge angehen kannst und Schritte gehen kannst. Weil es braucht praktische Schritte und es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Und zusammen kannst du wirklich frei werden. Versteht ihr? Dieser Kampf unserer alten Natur mit dem Heiligen Geist ist normal, liebe Freunde. Deine Seele hat dich dein ganzes Leben lang bestimmt. Und jetzt wirst du von Neuem geboren, gibst dein Leben Jesus. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in dir. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, hey, wir gehen da durch. Lass das los. Und deine Seele sagt, hey, we were buddies for years. Wir waren so lange Freunde, du hast alles gemacht, was ich gesagt habe. Und jetzt plötzlich kommt da ein Geist, der durch dieses Wort Gottes dir Freiheit geben will, indem das dir hilft, Dinge zu überwinden. Und hey, deine Seele, dein Körper, logisch reagiert das, weil wir in einem ständigen Kampf sind.
Aber dieser Kampf ist schon längst gewonnen worden an diesem Kreuz. Wir müssen unseren Blick schärfen, von woher unsere Kraft kommt. Liebe Freunde, wenn du dir deine Sperrungen reintust und da auf keinen dieser Pornoseiten mehr raufgehen, dann ist das alles gut. Aber es ist nur ein Teil, weil du musst diesem Geist der Perversion und Lust an diesem Kreuz sagen, nicht mit mir. Amen. Weil es geht nur zusammen. Friends, glaub mir, I have experience. Ich bin mit vielen Menschen durch dieses Prozess durchgegangen und immer noch dran. Weil sonst ist es nur wir probieren mal und dann kommt eine schwierige Zeit und nach 3-4 Monaten sind wir wieder im gleichen Scheiß. Das wollen wir nicht. Wir wollen beständige Freiheit in der Kraft des Heiligen Geistes im Wissen. Unser Gott hat unseren Rücken. Weil er ist nicht gegen dich. Er will dich frei sehen. Und um dir heute eine gute Botschaft zu verkünden, er hat den Weg gemacht. Versteht ihr? Es ist nicht eine Selbsthilfegruppe hier. Wir wollen nicht ein Body Modification. Wir wollen nicht selber irgendwie noch uns besser darstellen, sondern tief in unserem Herzen ist dieses Brennen, dieses Feuer des Heiligen Geistes, der uns liebt und uns herausruft in eine Freiheit, die die Welt nicht kennt. Und darum müssen sie ja diese komischen Dokus machen mit all diesen Lügen, weil sie es nicht verstehen, dass da junge Menschen sind, die sagen, nicht mit mir, Teufel. Wir folgen diesem Christus, der wahres Leben hat. Amen. Give him a hand. Halleluja. Hey, I'm preaching myself happy. Woo! Hey, ich lieb's, wenn ich mich selber glücklich predige. Ich möchte für diese Samen, versteht ihr, wir alle wissen unsere Themen, für diese Samen zu etablieren und zu säen, möchte ich auf 2 Punkte, die wir auch schon letzte Woche Joel wunderbar angesprochen hat, möchte ich nochmal eingehen und nochmal ein bisschen von einer anderen Seite her beleuchten. Und zwar, wenn du einen Schritt machen willst, egal in welchem Teil deines Lebens, formuliere dein Warum und deine Vision deiner Veränderung, die du wünschst. Weißt du, musst wissen, in Sprüche 29,18, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst. Aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Und im Hosea 4,6, mein Volk läuft ins Verderben, weil es den richtigen Weg nicht kennt. Versteht ihr, wenn wir nicht wissen, warum wollen wir in diesem und diesem Punkt wachsen. Wenn wir es nicht schwarz auf weiß haben, wenn wir nicht eine Vision haben, ist es sehr schwierig für den Heiligen Geist, uns Selbstdisziplin zu schenken in Zeiten, in der wir sie brauchen. Weil, machen wir mal ein Beispiel. Im Beispiel Pornografie, wo viele Menschen hier drin sicher gekämpft haben, immer noch am Kämpfen sind, vielleicht schon aufgegeben haben. Ich möchte dich ermutigen, wir geben nicht auf. Warum? Wir wollen aufschreiben, was möchtest du mal für ein Ehepartner sein in deiner Zukunft, wenn Gott dir die richtige Frau, den richtigen Mann geschenkt hat. Wen möchtest du sein? Liebe Freunde, ich bin jetzt an 15 Jahre verheiratet und ich möchte euch etwas sagen. Die Sexualität soll und muss besser werden jedes Jahr. Aber das geht nicht, wenn meine Frau nicht genug ist für mich. Und das ist auch in deinem Leben so, wenn du aufschreibst und weißt, warum. Was soll ich meinen Kindern sagen, die jetzt in der Oberstufe sind, die unweigerlich mit pornografischem Inhalt konfrontiert werden? Ich möchte doch der sein, der sie nahe ans Herz nimmt und sagt, hey, wisst ihr, was das ausgelöst hat in meinem Leben? Wisst ihr, wie ich gekämpft habe mit diesem Geist der Perversion? Komm, ich will dir helfen. Das war eine der größten Motivationen für mich zu sagen, nie wieder Teufel. Warum? Weil ich will eine Stimme haben im Leben meiner eigenen Kinder. Dein Vater hatte vielleicht ein Problem. Mein Vater vielleicht auch. Aber du musst es nicht weitergeben.
Weißt du warum? Weil dieses Kreuz eine Lösung hat. Aber wir müssen es auf Papier bringen, liebe Freunde. Wir müssen es klar sehen. Warum will ich Stolz in meinem Leben raushaben? Weil die Bibel klar sagt, Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen aber schenkt er Gnade. Darum schreibe ich das auf, darum nehme ich mir diese Worte zu Herzen, weil ich kann dir eins sagen, die Menschen sind viel lieber mit dir zusammen, wenn du nicht so ein stolzer Arsch bist. Es ist so, liebe Freunde, niemand will mit einem selbstgerechten, stolzen Menschen zusammen sein. Aber jemand, der ein Mitgefühl hat, ein Herz, es liebt dich besser zu sehen, als du heute bist, weil er diese Liebe vom Vater im Himmel empfangen hat. Mit diesen Menschen ist man einfach gerne zusammen. Weil man kommt immer ein bisschen größer raus, als man reingegangen ist. Kennst du solche Menschen? Wenn du mit ihnen gesprochen hast, hast du ein gestärktes Herz. Liebe Freunde, du sollst so eine Person sein für deinen Nächsten. Schreib es auf. Es ist so wichtig. Ein weiterer Punkt. Ihr müsst verstehen, wir alle kämpfen ja in unseren Gewohnheiten drin, in diesen Dingen, die du überwinden willst, mit Kämpfen in unseren Gedanken. Anfechtungen in unseren Gedanken, weil wir in einer geistigen Welt leben, wo Lügengeisten des Feindes unterwegs sind und kontinuierlich probieren, ob sie nicht noch ein Rucksackplätzchen in deinem Leben haben könnte und dich kontinuierlich anlügen. Wir können nichts tun gegen negative Gedanken. Das Einzige, was wir tun können, ist dieses Wort, dieses lebendigen Gottes in unseren Mund zu nehmen und unsere negativen Gedanken und Gefühle zu kontern mit diesem Wort, liebe Freunde. Das ist der einzige Weg des Lebens. Epheser 1, der Vater hatte Freude, mich als sein Kind anzunehmen. Versteht ihr, an diesem Beschluss hatte er so Freude gehabt, als er gesagt hat, Tom, you are my man. I love you. Ich hab dich lieb. Und genauso liebt der Vater dich. Und wenn Gedanken kommen, dass du nie frei werden kannst, dann sagst du, zur Freiheit hat Christus mich berufen. Nicht meinen sündigen Natur und meinen sündigen Neigungen nachzugeben. Wir müssen lernen, dieses Wort auszusprechen. Sprüche 18:21. Die Kraft der Zunge, die Kraft deiner Worte. Du kannst Leben wählen und Leben sprechen. Du bist nicht ein Sklave deiner Gedanken. Liebe Freunde, deine Gedanken dürfen nicht einfach machen, was sie wollen. Es ist nicht wahr. Ja, weißt du, dann kommen immer diese Anfechtungen, diese Gedanken von, ich bin zu wenig. Was, du bist zu wenig? Christus hat mit seinem Blut bezahlt. Damit weißt du eigentlich, dass wenn Jesus hätte sterben müssen und du der Einzige gewesen wärst, der Vergebung gebraucht hätte, er hätte es gemacht, weil er gesagt hat, du bist die Freude, die vor mir bereitet ist. Das ist die Wahrheit. Er hat uns einen Geist der Liebe, der Selbstbeherrschung, der Besonnenheit gegeben. Weißt du, meine Gedanken gehen immer irgendwo hin und dann bin ich so müde. Nein, du bist nicht müde. Die auf den Herrn vertrauen, werden neue Kraft gewinnen. Die Menschen fragen, Dom, wie kannst du dieses Programm machen? 100% Landwirt, dann läufst du noch Marathon, dann spielst du noch aktiv Fußball, dann bist du noch in der Church und sonst noch unterwegs. Ich kann dir eins sagen, ich habe etwas gelernt. Ich trage meine Sorgen nicht selber. Jeden Tag. Meinst du, ich habe keine Struggles? Hey. Meinst du, im Geschäft läuft immer alles super? Meinst du, in der Familie ist nie ein Problem? Meinst du, Krankheit kommt nicht und kommt irgendwie und knockt, ob er auch noch ein Plätzchen haben darf bei uns in der Familie? Hey, wir sind alle im gleichen Boot. Bei Gott gibt es keine Günstlinge, aber dieses Wort ist Wort des Lebens. Aber Freunde, es wird nicht selber ausgesprochen. Und du denkst, du bist vielleicht komisch, aber du gehst nach Hause und du schreibst dir an diese, versteht ihr, ich habe jahrelang an meinem Spiegel im Badzimmer habe ich geschrieben, Psalm 63.
Let God arise and let his enemies be scattered. Lass der Herr aufstehen und seine Feinde sollen zerstört werden. Weißt du, warum ich das machen musste? Weil in allen meinen Kämpfen musste ich wissen, mein Gott ist Sieger. Aber es kommt nicht einfach so aus deinem Herz. Es kommt nur aus diesem lebendigen Buch. Hey, bitte, werdet ein bisschen normal. Wir müssen da die Bibel ein bisschen herausnehmen, was wir brauchen. Das kann man natürlich nicht mehr wörtlich nehmen. Biggest Bullshit ever! Wenn du jemand hörst das sagen, dann kannst du gleich umkehren und rausgehen. Ich meine es ernst, weil der Teufel will genau das. Dieses Wort ist Geist und ist Leben. Und es verändert bis heute Menschen. Also, ich möchte dich einfach ermutigen, probier's aus. Sprich doch dieses Wort. Du stehst am Morgen auf, sagst, jeden Morgen ist die Gnade des Herrn neu, taufrisch, Klagelieder 3,22. Du gehst raus, siehst die Kälber, wie sie schon Hunger haben im Iglu. Du läufst durch und sagst, Vater, schau mal diese Sternen hier oben. Du bist ein guter Gott, du kennst jeden Stern beim Namen. Und meine Haare, obwohl ich nicht mehr so viele habe, sind alle gezählt. Und du hast im Buch aufgeschrieben, im Buch des Lebens, meinen Namen, hast du gesagt, sogar in deine Hand hast du ihn geschrieben. Und du hast Gutes vorbereitet für mein ganzes Leben lang. Und ich darf für immer in deiner Gegenwart bleiben. Steh doch mal so auf. I'm sorry, it's all here. Es ist so wichtig, dass wir es proklamieren. Bitte les nicht 100 Kapitel. Es bringt nichts. Hey, ich habe ein ganzes Jahr die Bibel durchgelesen. Ja, bravo, ich gratuliere dir. Wie bist du verändert worden? Ich sage nicht, dass das nicht schlecht ist, aber weißt du, wie viele haben das schon gemacht und sind genau gleich wie vorher? Bleib doch an diesem Wort, wo du merkst, da habe ich etwas gelesen. Irgendwo, weißt du, momentan bei mir ist es Psalm 18. Psalm 18 heißt's: Am Tage meines Unglücks ward der Herr mir zur Stütze. Er hat mich befreit und ins Weite geführt, weil er Freude an mir hatte. Du, da bin ich jetzt schon 3-4 Monate, ich gehe nicht weiter. Ich bin jetzt da. Die Leute fragen, Dom, wie hast du diese Verse so immer gerade? Genau wegen dem. Ich rasche nicht durch. Wenn ich jetzt in einem Unglück stecke, schaue ich auf und sage, in meinem Unglück war der Herr mir zur Stütze. Versteht ihr, wenn in deinem Leben der Herr dir zur Stütze wird, dann bist du aber definitiv gestützt. Hey, ich sage euch, dieses Wort Gottes hat die Fähigkeit, zu all diesen 2000 Menschen, die jeden, der online zuschaut, persönlich zu sprechen, genau das, was du brauchst in deinem Lebensabschnitt. Und versteht ihr, darum, das ist auch das, was Leo gesagt hat in den letzten 2 Wochen, wir müssen aussprechen, wo wir hinwollen. Das hat nichts mit dem Scheiß manifestieren, das du auf TikTok findest, zu tun. Das ist Hexerei im höchsten Grad. Wort Gottes aussprechen hat mit der Wahrheit dieser Schrift zu tun. Dass wir das in den Mund nehmen und aussprechen. Und da darfst du im Fall alles brauchen, was drin ist. Und wir brauchen es nicht, um irgendwie unser Leben schöner zu machen, sondern wir wissen, das sind Worte des Lebens. Manifestieren ist nichts anderes als Hexerei. Du willst durch Beschwörung, weil es auch im Negativen funktioniert. Geistliche Prinzipien funktionieren im Fall auch, wenn du mit der Gegenseite kooperierst. Einfach nur zum Sagen. Du, warum funktioniert denn das? Ein Wahrsagegeist weiß die Zukunft auch. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Darum könnt ihr das Horoskop gleich den Kübel runterspülen. Versteht ihr? Ja, aber es hat ja die Wahrheit gesagt. Ja, es hat dir die Wahrheit gesagt. Und in einem Jahr raubt's dir das Leben. Weil es der Teufel ist, der es gebraucht, um am Anfang dich zu locken mit diesem Sack.
um dein ganzes Haus zu bekommen, damit du nie einen Unterschied machst in der Gesellschaft und dieser Name von Jesus groß werden kann. So, jetzt habe ich es gesagt. Einer meiner Lieblingsverse in Hiob 22, 28 in der Amplified Bible. You will also decide and decree a thing, and it will be established for you, and the light of God's favor will shine upon your ways. Frei übersetzt aus der Amplified, du sollst etwas entscheiden und es aussprechen, und es wird für dich so geschehen, und das Licht Gottes Gunst wird auf deinem Lebensweg aufleuchten. Was für eine wunderbare Wahrheit in diesem Wort des Lebens steht, wo du einfach dein Herz aufmachen kannst und der Geist Gottes dir die Hilfe gibt, zu überwinden. Weil wir wollen diese Schritte machen. Du schreibst deine Visionen auf, du machst sie klar. Du schreibst auf, wer will ich werden? Was für eine Veränderung wünsche ich mir? Und dann beginnst du zu proklamieren. Du beginnst diese Steps zu machen. Hey, und es braucht Zeit. Gib doch nicht nach einer Woche auf. Wir bleiben dran. Wir bleiben im Training drin. Versteht ihr? Gott geht es nicht immer nur um das Ziel, sondern es geht darum, dass wir in kontinuierlichem Austausch mit ihm bleiben. Hey, das ist wahres Leben. Versteht ihr? Und ich weiß, es ist challenging. Ich habe mir überlegt, so viele junge Menschen hier, was möchte ich ihnen mitgeben? Wenn es etwas ist, das ich euch mitgeben will, dann ist es, wir geben nicht auf. Weil Gott hat mehr für dich bereit, als du jetzt schon siehst. Der Teufel will dir sagen, ja, ich kenne deine Sachen auch. Hast es schon ein paar Mal probiert, funktioniert halt nicht. Wenn du beginnst zu resignieren mit deinen Dingen, wo du merkst, wo dich der Herr rausruft, um zu überwinden, dann kommt ein Geist des Todes, der dich eigentlich lähmen will, der dich nicht frei sehen will. Warum wir hier zusammenkommen und uns ermutigen in Liebe und gute Taten, ist, dass wir freier werden. Dass wir mehr realisieren, was dieser Christus für uns getan hat. Dass wir der Sünde ernst erkennen und ihr die Schranken weisen, weil wir mit diesem Gestank nichts zu tun haben wollen. Weil unser Haus ist teuer erkauft worden mit dem Blut dieses Christus. Es gibt eine Stelle, und mit dieser Geschichte möchte ich euch ermutigen, im Alten Testament, 2. Könige 18 bis 20, da war ein König von Israel, sein Name war Hiskia, und er war ein genialer König. Es steht von ihm, er war ein König wie keiner vor ihm. Er hat das, was im Herzen Gottes ist, hat er getan. Er hat viele Altäre runtergerissen, hat gesagt, wir dienen wieder diesem lebendigen Gott. Hat Ländereien wieder zurückerobert. Und mit der Zeit haben plötzlich viele seiner Untertanen wieder vergessen, wie gut dieser Gott zu ihnen war. Sie begannen wieder Götzendienst, begannen wieder anderen Göttern zu dienen. Er zwar nicht, aber viele seiner Gefolgsleute. Und da kam dieser assyrische König. Der hat alle Ländereien rundherum eingenommen. Stand an den Stadtmauern. Und hat diesen Gott verhöhnt. Von diesem Hiskia gesagt, hast du gesehen, wie wir alles eingenommen haben? Jetzt kommen wir für dich. Und Hiskia hatte so Angst, weil er wusste, hey, das ist Realität. Er hat alles überwunden, jetzt sind nur noch wir haben keine Chance. Er hat das Gold aus dem Tempel herausgerissen und hat es ihm verschenkt. Der assyrische König war nicht zufrieden. Er hat ihn weiter verhöhnt und hat ihm ein Schreiben gegeben, hat gesagt, wir werden dich einnehmen. Und dieser Hiskia hat diesen Brief genommen
Er hat einen Prophet zu dieser Zeit, der Jesaja, der ihn ermutigt hat und gesagt hat, dein Gott wird für dich kämpfen. Er hat es gewusst, das ist dieses Wort. Aber weißt du, dieser Hiskia hat gekämpft in seinem Herz, weil er wusste, ich habe alles gemacht, was ich kann. Wenn Gott nicht eingreift, weiß ich nicht, was passiert. Und dann hat uns Hiskia etwas gelehrt, was ich heute Abend euch lehren möchte. Er hat dieses Schreiben genommen von diesem assyrischen Hetzer. Bei uns wäre es vielleicht deine Karte, wo du deine Next Steps aufgeschrieben hast, wo Gedanken in deinem Herzen herumschwirren. Ich habe schon so viel mal versucht, ich schaffe es sowieso nicht. Ich habe probiert, meinen Instagram-Konsum zu drosseln. Ich habe probiert, nicht mehr auf diese Internetseiten ein- und auszugehen, aber ich habe es nicht geschafft. Dieser Hiskia ging hinauf, steht es, zum Tempel mit diesem Schreiben. Stellt euch das mal bildlich vor, wie er dieses Schreiben nahm, hochbrachte, in diesen Tempel ging und kniete. Wir lesen das in 2. Könige 19,14. Nachdem Hiskia diesen Brief erhalten und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete das Schreiben vor dem Herrn aus. Er hat gesagt, Herr unser Gott, rette uns von seiner Macht, dann werden alle Königreiche der Erde wissen, dass du allein Herr und Gott bist. Er hat sich gedemütigt vor diesem Gott. Er hat gesagt, Jesus, wenn du mir nicht hilfst in diesen Punkten, dann war's das mit uns. Kein Ausweg. Doch dann, 2. Könige 1935. In dieser Nacht ging der Engel des Herrn hinaus ins assyrische Lager und tötete 185.000 Mann. Als sie am nächsten Morgen aufwachten, lag alles voller Leichen. That's my king! Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn der Teufel dich anlügt und sagst, du kannst nicht frei werden, dann breite dieses Schreiben deinem Gott aus. Und schau, wie ein Engel des Herrn in der Nacht ausgeht und diesen dämonischen Mächten den Weg zu weisen. Liebe Freunde, wir müssen auf die Kraft Gottes vertrauen. Wir müssen auf diese Kraft vertrauen. Mach es praktisch. Ich kann dir von mir sagen, was sind meine Dinge, die ich praktisch angehe. Ich habe letztes Jahr gesehen, meine Frau, jeden Morgen, wenn die Kinder aus dem Haus sind in der Schule, sitzt sie an diesem Morgentisch mit ihrem Abendmahl. Und jedes Mal komme ich rein, Tränen über ihrem Gesicht, weil die Liebe Gottes präsent ist. Diese Frau hat sich nochmal so verändert in diesem Jahr. Ich staune, die ist messerscharf. Ich sag's dir. Ich habe gesagt, Jesus, here I am. Was heißt das für mich? Wir haben einen alten Bastelraum bei uns, ein Zimmer, das nicht gebraucht wird. Wir haben alles herausgerissen. Jetzt sind wir dran. Nächste Woche gehen wir einen schönen neuen Boden kaufen. Wir haben schon 2 Sessel bestellt. Wir machen uns wieder ein Zimmer, wie Matthäus 7 sagt, unser Gebetszimmer. Wir hatten das, als wir im Stöckli wohnten, habe ich mir ein Gebetszimmer gebaut und ich habe so gute Zeiten erlebt und seit 5 Jahren, wo wir gewechselt haben ins neue Haus drüben, hat sich das irgendwie nicht ergeben und ich habe gemerkt, dass weißt du, wir können den ganzen Tag mit Gott reden. Mir geht's nicht um das, aber es geht darum, dass wir nochmals speziell Zeit herausnehmen. Ich hatte Menschen, die in meinem alten Zuhause in dieses Gebetszimmer hineingelaufen sind und diese Gegenwart von Gott überwältigte sie und sie beginnen an zu weinen und sagen, was ist hier drin los? Da wurde gebetet. Und siehst du, wie in meinem Leben da schnell das herausgenommen wurde. Und jetzt haben wir gesagt, nicht mit uns. Wir machen wieder ein Matthäus 7 Zimmer.
Aber es kostet etwas. Die Sessel kosten, der Boden kostet, die Wand kostet. Was ist dein Schritt, wo es dich etwas kostet? Was ist dein Schritt, wo du etwas Kleines planst, damit dieser Müllsack abgehängt wird und dieser Same eingesetzt wird? Was ist dein Schritt? Welcher Vers ist dein Vers, der dir Mut spendet in deiner Hoffnungslosigkeit? Lass uns in diese Anbetung gehen jetzt, wo wir dieses Schreiben, das was dran ist, dort wo dein Wunsch ist, einen Schritt zu machen in diesem 26, weil, um ganz ehrlich zu sein, wir sind nicht hier, um Spielchen zu spielen. Wir sind hier, weil wir dich freier sehen wollen im 26 und ich mich persönlich auch. Das heißt, ich muss der Erste sein, der vorausgeht. Mitte November habe ich zu Jesus gesagt, ich trinke 1 Jahr kein Alkohol. Nicht, weil ich ein Alkoholproblem hatte, ich habe zu Hause nie getrunken. Aber ich wusste, ich will scharf werden. Messerscharf. Und das geht nicht. Ich sage nicht, ihr dürft nichts trinken, aber für mich. Weil ich muss einen Schritt machen, näher in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Was ist dein Schritt? Es ist immer mit einer Kosten verbunden, aber hinter diesen Kosten erwartet dich eine Fülle, die nur er schenken kann. Lass uns das machen, liebe Freunde. Lass uns aufstehen zusammen. Wir brauchen diesen Geist Gottes, der uns hilft. Weil wir durch diesen Geist Leben haben, mögen wir auch unser Leben durch diesen Geist ordnen. Ich brauche diese Inputs. Du auch. Was für eine herrliche Botschaft. Dass heute Abend ein Engel des Herrn ausgeht, wenn du dich demütigst vor diesem Gott. Und er nochmals deine Kämpfe schlägt und dir einen Start schenkt. Leg deine Hand aufs Herz. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir da sind und dass wir unser Schreiben. Wir wissen doch, dass wenn du uns nicht hilfst, dann können wir es nicht schaffen. Wir haben es schon vielmal versucht. Unsere Gedanken tönen laut, wie dieser assyrische König auf der Stadtmauer diesen Gott verhöhnt. Was willst du denn mit diesem Jesus? Er kann dir ja sowieso nicht helfen. Und wir demütigen uns unter deine mächtige Hand, Jesus, weil wir wissen, wir brauchen deine Hilfe. Und wir danken dir, dass heute Abend dieser Engel des Herrn ausgeht und unsere Kämpfe schlägt, die wir nicht schlagen können. Im Geistlichen. Ich danke dir, dass wir treu diese kleinen Schritte, die du uns aufzeigst, machen können. Dass wir in Freiheit leben können. Weil wir wollen in Freiheit dir dienen, Jesus. Danke, Heiliger Geist, hast du uns etwas heute ins Herz geschenkt. Wir wollen dir das unterbreiten. Wir wollen in diesem Worship-Teil dich anbeten und wissen, du bist mit uns. Es ist nicht vorbei. Wir sind nicht hoffnungslos. Wir sind nicht hoffnungslos. Nein, nein. 185.000 hat er geschlagen. Es ist uns eine große Ehre, dass du diese Message geschaut hast und dich von Jesus berühren lässt. Denn dafür schlägt unser Herz, dass Menschen wirklich Jesus erleben und von ihm verändert werden können. Wir unterstützen dich auch gerne noch weiter. Bitte folge uns auf Social Media oder connecte uns. Du kannst übrigens auch zur Church gehören, wenn du einfach online dabei bist. Und natürlich würde es uns freuen, wenn du auch mal am ICF Sunday Night reinschauen würdest, live vor Ort. Das wäre natürlich auch sehr schön. Bis bald.